Ich habe dem Richie versprochen, ich finde diese geheime Abstellkammer, nee, vom Pius, diese geheime Wäschekammer vom Pius. Und wenn da der Helm ist, werde ich ihn nicht anfassen, habe ich ihm versprochen. Und falls ihr euch erinnert, es war die erste Folge, eigentlich Folge 0, habe ich in meiner glorreichen, vorausschauenden Weisheit gesagt, das ist nicht das erste Versprechen, was ein Amerikaner einem Europäer gibt und nicht einhält. Und um diese selbsterfüllende Prophezeiung selbst zu erfüllen, müssen wir jetzt diesen Helm aufnehmen. Nicht anfassen! Wir hier? Nicht anfassen! Zu spät. Ja. Also, guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Indiana Jones und der Orden der Riesen. Und wir müssen hier jetzt irgendwie weiterkommen. Also ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Also das Einzige, was ich halt noch weiß, ist, dass wenn ich runtergehe, dass da in der Wand, die da war, dass da so Steckpunkte sind, weißt du? Was ist denn das da unten? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Pius. Ja, Pontifex Maximus, du mich auch so. Oh, sonderbar. Was ist ein Sonder? Ernsthaft jetzt? Ja, gut. Bumm. Das hätten wir. Das ist eine Papstfigur. Ja, das ist eine Papstfigur. Ein Papst und ein Riese. Okay. Sammle ich Wo auf. kommst du her? Also, das ist ein Kreuzfahrer. Ach so, jetzt muss ich den wahrscheinlich... Was? Lutetia? Sancta Sedes? Moment. Mesaloniki, Castellano, kann ich nicht so aussprechen. Odessa, Athen, Anti-Dingensbummens. So, also ich weiß, dass das Anti-Dingensbummens war wichtig. So. Antiochia. Dorthin wurde der Riese geschickt. Ja, dorthin wurde ein Riese geschickt. So, das Kartenbandbild untersuchen. Danke, dass du mir jetzt das sagst. So, ich habe da irgendwo doch noch diese Papst aus Pappe. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht Hierosolyma, Agre, Tripolis, ich weiß noch nicht mal. Athen, okay, also höchstwahrscheinlich, also der Papst sitzt im Vatikan und der ist irgendwo in Rom. Sancta ist geheiligt oder irgendwas. Hier gehört der Papst hin. Mann, bin ich schlau, hä? Ich bin richtig gut. Ernsthaft Ich jetzt? wette, hier geht's zur Geheimkammer des Papstes. Das sieht mal sehr geheim aus. Also jetzt, ja, aber... Also ja, wer aufgepasst hat, der hat irgendwas von Antiochum gesagt, sowas, okay. Aber komm, also... Ja, egal, komm. Dass man da auch einfach nur dranhauen musste, das muss ich nochmal hier. Dass man da, hätte ich das gleich machen können, dass man da einfach nur dranhauen muss? Da ist doch jeder, also, ja, komm. So ist es halt. Habe ich irgendwie eine Fackel? Nee. Habe ich hier irgendwie eine Fackel? Ich habe ein Feuerzeug irgendwo, gell? Ich nehme das mal. Ja, Feuerzeug macht auch ein bisschen hell. Gucken wir mal. So, siehst du? So. Nö, windig hier. Hübsch. Hübsch hier, aber auch hübsch windig. Hübsch und windig. Ich bin der Indiana Jones. Um den Vatikan oder andere vorausgegangene Orte erneut zu besuchen... ja, danke. Oh, kann ich das anstecken? Kann ich. Ist schön, ne? Dass dieses Öl, dass das auch nicht flüchtig ist oder so. Da ist eine Mariannenstatue. Gibt es hier noch mehr? Ist das so ein Zelda-Rätsel? Habe ich jetzt so Feuerdinger übersehen? Kann ich das da... warte mal, da steht was. Antonio Vivaldi oder so irgendwie hieß das. Keine Ahnung.
So, ich muss mich ein bisschen besser umgucken, nicht einfach nur durchrennen, weil, wie man gesehen hat, gerade eben, tue ich sehr viele Sachen übersehen. Wenn ich einfach nur so durchrenne. Kann ich einfach da weitergehen? Nee. Naja, ist schon klar, ne? Hier kann ich... Ratten. Also hier kann ich mich einfach weiterschwingen, aber wo will ich mich denn hinschwingen? Achso, runter. Also ich glaube, es geht einfach nur darum, dass ich runter muss. So. Okay. Komm mal her. So, gut. Hallo, ihr Ratten. Ihr Tauben der Erde. Alles klar. So. Da? Nee. Was macht das so ein Geräusch? Ach, da oben der. Okay, also so würde ich wieder hochkommen, aber... Ich gehe mal weiter runter. Aber gibt's hier irgendwie noch so ein Feuerschalen-Ding? Oh. Ja, gibt es. Zack, zack. So kann ich... Machst du mir Platz? Das ist eine rote Nase. Das ist bestimmt eine Säuferratte. So. Was geht denn hier? Bin ich hier in der Wäschekammer oder was? Das muss er sein. Ich meine, da hängt ein Shirt. Ich bin hier wohl wirklich in der Wäschekammer. Oh, da ist irgendwas. Eine Julia-Tafel. Ja, wenn ich einen Monat später gekommen wäre, wäre es eine Julia-Tafel. Haha. Eine schön verzierte Tontafel. Auf der Rückseite ist Julias Name eingraviert. Tatsächlich. Sie muss eine bedeutende Frau gewesen sein. Ja. Von wem das wohl ist? Weiß ich nicht, aber kannst du aufhören, es zurückzulegen und es einfach mitnehmen? Nee. So. Hier ist noch eine Notiz. Da ist nichts. Riesen erreichen Rom. Ach, das steht da. Achso, ja, wirklich ein geheiligte Riesen, ne? Julia und 2 ihrer Riesen treffen in Rom ein. Ach, das kann ich mitnehmen. Eine andere Riesin. Wer war sie? Weiß ich nicht. Gibt's hier auch so ein Flammending? Dass ich hier nicht immer mit meiner Funzel funzeln muss. Es gibt hier ein Fotoding. Ah, wahrscheinlich soll ich hier ein Foto machen. Mal her. Ich tippe auf da drauf. Kreuzfahrer. Ach, das ist eine Rüstung. Ich dachte, das wäre ein T-Shirt, wo da hängt. Einem Riesen So, das erklärt dann auch. Das ist vielleicht gar keine, aber Moment. Da ist der Helm, den der Amerikaner gesagt hat, er wird ihn nicht anfassen. Ne? Er fasst ihn nicht an, hat er gesagt. Wer es glaubt. So, was haben wir hier? Tagebuch eines Kreuzritters. Oktober, Anno Domini 1097. Gelobt sei der Herr. Nach vielen Entbehrungen haben wir endlich Antiocha erreicht. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also Antiocha, wie man erreicht ausspricht, weiß ich. Der Marsch von Nikäa hat unsere Entschlossenheit auf die Probe gestellt, doch in seinem Namen halten wir durch. Vor uns erhebt sich Antiochia, oder wie das heißt, wie das alte Jericho. Doch Trompeten allein werden nicht ausreichen, um diese Mauern zu Fall zu bringen. Unser Kriegsrat ist sich einig, dass ein Frontalangriff auf solch imposante Verteidigungsanlagen aussichtslos sind. Die Stadtmauer ist so gewaltig, dass auf ihr 4 Männer zu Pferd Seite an Seite reiten könnten, ohne sich zu berühren. Es heißt, die Stadt sei von 400 Wachtürmen umgeben, allerdings habe ich sie nicht selbst gezählt. Über der Stadt thront die Zitadelle, was unsere Aufgabe noch schwieriger macht. Yagi-Sian, der gotteslästerliche Anführer der Seldschuken, hält die Festung mit einer starken Garnison. Am schmerzlichsten ist, dass er die heilige St. Petruskirche geschändet hat und sie nun als Stall für die Pferde seiner Armee nutzt. Okay, das ist schon richtig krass. Dieser Frevel wird nicht ungesühnt bleiben, wenn der Herr uns die Stadt in die Hände legt. Dezember 1097. Was war das? Oktober. 2 Monate später. Ich hab im Kopf ausgerechnet. Seit 2 Monaten, also sagt er, harren wir nun vor den Mauern Antiochias aus und unsere Vorräte schwinden mit jedem verstreichenden Tag. Der Herr legt uns Hunger auf und prüft so unsere Standhaftigkeit, während die Ungläubigen sich aus den Stadttoren hervorwagen, um unsere Proviantsammler zu massakrieren. Dank Gottes Gnade, allen Momenten, und da muss man erstmal drüber reden. Also die belagern eine Stadt und lassen aber zu, dass die Belagerten aus dem Tor rausgehen und ihre eigenen Leute, die Proviant sammeln sollen, umbringen.
Wo sammeln denn die Proviant? In der Stadt oder was? Also, warum sind... Da ist die Mauer, dann kommt der Ring mit Leuten, hier, wir sind die Belagerer, und hinter den Belagerern sind die Proviantsammler, die nach hinten von der Stadt weg Proviant sammeln. So würde ich das machen. Und wenn dann irgendwann einer die Tür rausguckt und sagt, guck, und dann haust du ihm auf die Nase. Muss man denen dann alles erklären? Frag doch mich, ich bin ein alter, weiser Mann, ich weiß das. So, okay. Dank Gottes Gnade sind wir im letzten Monat von Schiffen aus Genua durch frische Truppen verstärkt worden. Unter diesen Neuankömmlingen befand sich auch ein höchst merkwürdiger Geselle, der außer namenloser Kreuzfahrer keinen Namen trägt. Das ist ein NPC. Namenloser Kreuzfahrer. Er ist ein wahrer Riese, der, so erzählt man sich, niemals den Helm vom Kopfe nimmt. Und tatsächlich ist mir keine Seele bekannt, die je sein Antlitz zu Gesicht bekommen hat. Der Rest ist nicht zu entziffern. Ja, da hat er ziemlich klein. Die Belagerung von Antiochia, erster Kreuzzug 1097. Antiochia, okay. So, da ist also der Kreuzfahrerhelm und Indy streckt schon wieder seine Finger danach aus. Wir haben ihm versprochen, dass wir ihn nicht anfassen werden. So, da ist eine Labyrinth-Tafel. Eine alte Tontafel, auf die ein Labyrinth eingraviert ist. Warum hat Papst Paul IV. Die hier aufbewahrt? Lass mich raten, weil wir danach durch ein Labyrinth gehen müssen. Dann ist diese Tafel sehr praktisch und deshalb legt er sie natürlich zurück. Okay, was ist das hier? Beichte des Theodoros. Auf dem Totenbett gestand der griechische Waffenschmied Theodorus von Alexandria dies. Ich ging am Hafen von Alexandria entlang. Oh, lalala. Okay, Moment, das ist ja gar nicht in schöner Prosa. Was ist denn das? Das ist eine sehr schlechte Reimform. Reim. Ja. Ich ging am Hafen von Alexandria meiner Arbeit nach. Oh, lalala. Als ein kaiserlicher Bote auf mich zutrat. Bom, bom. Kaiser Nero beorderte mich nach Rom. Aha. Okay, ich höre jetzt auf damit. Mein Händchen für Bronze war ihm zu Ohren gekommen. Das ist aber auch so schöne kurze Sätze, Mann. Denkt euch einfach immer dieses so. Mein Händchen für Bronze war ihm zu Ohren gekommen. So, okay. So. Er wies mich an, einen ganz besonderen Gladiatorhelm zu schmieden. Er war dem eines Murmillo nicht unähnlich, sollte aber das Antlitz eines wilden Stieres haben. Bom, bom. Gewaltige Hörner, klaffender Schlund und was besonders auffällig war, riesengroß. Der Helm sollte so monströs sein, dass kein Mann ihn hätte tragen können. So, ich muss jetzt wirklich damit aufhören. Das ist ziemlich viel Text. Bin doch hier kein Katholik, dass ich hier den Text singe oder was? Gestützt auf die alten Mysterien meiner Heimat und die Traditionen der Bronzekunst, die ich in Athen erlernt hatte. Vielleicht bin ich doch ein Katholik, habe ich gerade festgestellt. Arbeitete ich Tag und Nacht an dem, was mein groteskes Meisterwerk werden soll. Ich glaube, ich muss aber von anfangen. Die Anweisungen des Kaisers waren präzise. Die Anweisungen des Kaisers waren präzise. Es sollen bestimmte Inschriften in den Helm graviert werden. Ja, was für denn? Symbole, die ich in verbotenen Texten in Alexandria gesehen hatte. Aha. Die Arbeit dauerte 3 Monate. So, nochmal von vorne. Also, der Kaiser Nero hat ihm gesagt, hier, pass auf, mach einen riesengroßer Helm mit Hörnern und allem, aber so groß, dass kein normaler Mensch tragen kann. Soweit bin ich noch gekommen. So. Und da sollen bestimmte Inschriften drum sein. Symbole, die er in verbotenen Texten gesehen hatte. Wahrscheinlich in den rausgeschnittenen Teilen der Bibel. Ja, die gibt es. So. Unter Androhung des Todes wurde ich zur Geheimhaltung verpflichtet und durfte für den Rest meines Lebens nie wieder über diesen Helm sprechen. Mhm. Was er nicht wusste, sein Leben ist eh nicht mehr so lange. Weil wenn du gesagt kriegst, du darfst es aber nicht verraten, sonst müssen wir dich umbringen, heißt das so viel wie, mach den Helm fertig und du wirst umgebracht. So. Da ich nun aber die kalte Hand des Thanatos auf meiner Schulter spüre, ist Thanatos der Gott des Todes oder der Unterwelt oder was? Ich dachte, das ist der mit dem Handschuh.
So, möchte ich meiner Seele nun bei euch, meinem Arzt, Erleichterung verschaffen. Was ich geschmiedet habe, nannte der Kaiser den Kopf des Kreters. Da ist ein Schreibfehler drin. Keter schreibt man anders da. Den Kopf des Keters. Obwohl es mir unter einem sehr viel älteren Namen bekannt war, den ich bis heute nicht auszusprechen wagen. Rumpelstilzchen, hab ich dich. So, geht nicht weiter. So, also, ja, er ist jetzt alt und er merkt, dass er bald stirbt und deshalb schreibt er sein Geheimnis auf. Der Kaiser nannte also den Helm den Kopf des Kreters. Von einem Schmied, der einen Stierhelm für einen Gladiator gefertigt hat. Na, also ein Stierhelm ist das nicht, das ist mehr so ein Eimer. Ich weiß schon, dass ich den nehmen soll, aber ich hab doch dem Ritchie versprochen, dass ich ihn nicht nehme. Dass ich ihn nicht anfasse. Oder so. Ich hab's ihm doch versprochen, dem gute Ritchie. Ja, aber wenn ich doch dem Ritchie versprochen... Ach so, nee, Moment. Also doch, ich hab dem Ritchie versprochen, ich finde diese geheime Abstellkammer, nee, vom Pius, diese geheime Wäschekammer vom Pius und wenn da der Helm ist, werde ich ihn nicht anfassen, habe ich ihm versprochen. Und falls ihr euch erinnert, es war die erste Folge, eigentlich Folge 0, habe ich in meiner glorreichen, vorausschauenden Weisheit gesagt, das ist nicht das erste Versprechen, was ein Amerikaner einem Europäer gibt und nicht einhält. Und um diese selbsterfüllende Prophezeiung selbst zu erfüllen, müssen wir jetzt diesen Helm aufnehmen. Nicht anfassen! Nicht anfassen! Zu spät. Junge, also das ist jetzt wirklich, das ist wirklich einfach nur ein Eimer mit Löchern drin. Ernsthaft jetzt. Guck. Was hat er da drin? Eine Spinne. Super. Ach, ein Schlüssel. Mit Kärtchen. Bruder des Geheimordens. Mhm. Was geht? Gebt euch als Kreuzfahrer aus. Betretet Antiochia. Findet das heilige Relikt. Bringt es zum heiligen Stuhl. Heilige Stuhl. Los, lies weiter. Wo hast denn jetzt das her, Indy? Wieder dieses Symbol. Ach so, ja, ich weiß, was das ist. Nicht! Ups. Ja, ups. Indy. Schäm dich. Jetzt hat er wahrscheinlich eine Delle gekriegt. Der Helm. Nicht der Indy. Quietsch. Gar nicht mal so hübsch, diese Texturen. So. Das Arbeitszimmer durchsuchen. Habe ich das nicht schon? Noch, achso, ich habe da das Hemd noch gar nicht. Weißt du, dieser doofe Helm. Da oben hängt ein ganzes Kettenhemd. Guck dir das mal an. Die mussten da einen Flaschenzug erfinden, um das Kettenhemd zum Trocknen aufzuhängen. Werden Kettenhemden getrocknet? Schon, oder? Die werden bestimmt eingeölt. Stell dir mal vor, wie glitschig das sein muss. Wenigstens nehmen sie hoffentlich warmes Öl. Stell dir mal vor, wie kalt das sein muss, sonst, wenn du so ein Kettenhemd anziehst. Ich krieg ja schon die Krise, wenn ich im Winter in kalte Schuhe schlüpfen muss. Also, wenn die draußen im Flur standen, weißt du, jetzt so ein kaltes Kettenhemd anziehen, das ist ja nichts. So, ich soll das Arbeitszimmer weiter durchsuchen. Meint er damit das hier? Welche Zimmer? Ich habe halt schon... Moment, hier gibt es noch ein Foto zu machen. Ja, das habe ich doch schon Oh, ah! Hahaha! Ich kann ja hoffentlich... Ich dachte, ich kann hier jetzt... Kann ich aber... Das kann ich bestimmt noch gebrauchen. Naja... Könnte ein bisschen besser aufgelöst sein, oder? Aber das ist zu klein. Ja, jetzt habe ich... Weiß nicht. Ja, komm. Machen wir einfach doch in groß. So. Wo ist denn das Hemd hin? Achso. Da war doch eben so ein Fotodingens, das ich machen sollte. Da oben, guck mal. Was gibt's denn da? Da kommt ein Mann mit entblößtem Leibe aus einer Tür. Oder wie? Und andere gucken alle weg. Oder was? Oder ist das hier die Auferstehung Jesu oder was? Also so, also da...
Aber das war so nicht. Guck, da ist wieder das Kamerazeichen. Was soll ich denn da kamerieren? Ah, Tür. Eine merkwürdige Wand. Und da muss ich jetzt ein Foto machen. Ach, da ist ein Schlüsselloch. Junge, da ist ein Schlüsselloch. Das ist aber merkwürdig. Und deshalb musste ich sie jetzt fotografieren oder was? Guck mal hier. Ein Schlüssel, ein Loch. Ein Schlüssel, ein Loch. Ein Schlüsselloch. Reinstecken, nach rechts drehen. Und der Wand beim Öffnen zusehen. Der Spur des Riesen folgen. Was für eine Spur? Ich sehe hier nichts. Ja, ja, komm. Gib Feuerzeug her. Gibt's hier irgendwie eine Feuerschale? Ich muss mich wieder besser... Diese Wand sieht auch seltsam aus. Klopf, klopf. Es ist nicht so, dass ich Angst im Dunkeln habe, aber ich hätte halt gerne... Ah, guck mal. Ich hätte halt gerne, dass ihr auch was seht. Kann ich das da... Ich würde das gerne nehmen. Ja, nimm. So. Jetzt wickel, wackel. Geht besser mit der Fackel. So, da auch. Komm. Husch. Mach Feuerchen, Indy. Jetzt mach doch... Da oben. So. Gut. Da auch. Ich mach das nur für euch, ihr Leute. Damit es nicht so duster ist, damit ihr auch ordentlich was seht. So, da geht's wieder runter. Habe ich das nicht schon im Originalspiel gehabt? Genau so ein Raum, der irgendwie runterging. So. Jetzt ein bisschen hier umgucken. Da geht's die Treppe hoch, aber nicht rein. Jetzt erstmal schön hier. Guck mal, der hat denselben Eimerhelm wie der andere da. Alle denselben Helm. Wieso zeichnen der nach unten und der, also... Junge. Was hast du vor mit deinem spitzen Dolche? Spitzen. Okay, also alle haben das Schwert züchtig mit dem gefährlichen Ende in den Boden gepiekt, wie sich das gehört. Außer er. Er zeigt da runter. Aha. Eine Notiz. Kräuterheilung. Oh, er laucht es da. Lauch ist kein Kraut, sondern ein Gemüse. So, nochmal von Pfanne. Kräuterheilung. Oh, er laucht es da, obgleich ich nur ein schlichtes Weib bin, erfüllt es mein Herz mit tiefem Schmerz, von euren leiblichen Leiden zu vernehmen, in Klammer, Ferz. Habe ich jetzt mal so dazu gedichtet. So. Lenkt euren Blick auf die vollkommene Ordnung in Gottes Schöpfung und auf die himmlischen Heilkräfte, die er den Pflanzen verliehen hat, statt eure Genesung allein den gelehrten Ausführungen der Ärzte anzuvertrauen. Bei Beschwerden des Magens spendet Ackerminze wohltuende Wärme, während Wermut reinigende Kraft verleiht. Da kriegst du Durchfall von. Sie hat es ein bisschen umschrieben. Sollten das Fieber abermals in euch aufflammen, so empfehle ich Feigwurz. Mit W. Mit doppeltem Basilikum in reinem Wein aufgekocht. Jetzt reden wir dieselbe Sprache. Glühwein erfunden, die gute Frau. Sehr schön. O frommer Vater, ich weiß wohl, dass ihr auf dem strengen Pfade der Enthaltsamkeit wandelt. Doch vergesst nicht, nur wer ordentlich oben reinstopft, kann auch unten ordentlich rauslassen. Ich habe frei interpretiert. Doch vergesst nicht, maßvolles Fasten fördert den Fluss der leiblichen Kräfte, sag ich doch. So wie es der Herr in seiner göttlichen Weisheit vorgesehen hat. Diese Dinge sind mir nicht durch eigene Klugheit zugefallen, sondern in einer wahren Geistesvision offenbart worden, durch Gottes Gnade allein. Möge sein heilendes Licht euch umstrahlen und eure Kraft erneuern. Was soll denn das? Kräuterheilung, was soll ich denn damit? Von Hildegard von Bingen. Ah, die Hildegard von Bingen. Die hatte einen dicken Hintern, den ließ er öfters wackeln. Habt ihr jetzt gedacht, jetzt kommt ein Reim, hab ich euch... So. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Da bin ich hergekommen. Ich muss als öfters mal nach oben gucken. Ich habe halt gemerkt, auch so generell auf Arbeit und so, wenn ich irgendwo reingehen muss und ja, ist da drin, guck mal, ich finde das nicht, sobald es auf ungefähr 1,40 Meter Höhe ist, finde ich das nicht mehr. Bei mir existieren Regale nicht in meiner Welt. Auch im Kühlschrank, alles was oben ist, finde ich nicht. Na. Locker. Locker hingekriegt hier. Weil wir nicht fit sind. Ziemlich grün hier.
So, lass mal kurz da drunter gucken, ob da nicht irgendwo ein Einkaufswagen mit alten Socken ist. Nee. Komisch. Da ist wieder ein Mann mit Schild und mit ohne Schwert. Was hat er denn den Arm so komisch? Und diese Wand soll auch nicht so sein, schätze ich. Das ist eine Tür. Aha. Ein Sarg. Ein Totenbehältnis. So. Nope. Nope. Und dann bleibt ja wohl nur noch eins übrig. So, guck mal das mal wieder an. Also alles so. Hat hier schon wieder Figürchen geklaut. Ich höre hier einen Rausch. Dann kann ich da wenigstens, jawohl. Schlangenrätsel. Das Schlangenrätsel lösen. Nur die Schlangen müssten nicht sein. Ach so. Okay, hier ist die Schlange Kaputski. Lass mich so ungefähr raten. Ich muss hier irgendwie Wasser reinkriegen oder raus, was aber nicht geht, weil hier die Schlange kaputt ist. Ich mache erstmal ein Foto. Ja, komm. Wasserschlangenbrunnen. Foto machen. Ein Wasserlabyrinth. Plattform mit Schlangen drauf. Okay. So. Ich mach mal... So, das reicht erstmal. Fackel nehme ich mal wieder mit. Danke. Es ist ja immer noch so, dass wenn man ein Rätsel öfters fotografiert, kriegst du mehr Tipps. Aber reicht mir. Ich will hier erstmal gucken, ob ich hier überall schön irgendwie Fackeln oder sowas finde. Guck mal, da ist der... Der Stopper, wollte ich sagen. So, oh, da brennt schon eine Fackel. Da war schon mal einer vor mir hier. Oder es ist die längste... Da ist noch eine. Die längste brennende Fackel der Welt. Ich will wissen, was ist das Geheimnis von ihr? Ah, ich muss wahrscheinlich 4... Also die Tür geht höchstwahrscheinlich zu mir auf, nach innen. 4 Dinger... 5 muss ich wohl lösen. Was hat denn die ein rotes Auge? Damit diese Tür aufgeht. Dann fangen wir mal an. Ich drehe mal hier dran. Oder auch nicht. Dreh hier dran. Das sollte gehen. Was ist denn das? Ein Lenkrad. Schlangeneisen. Ein großes, mit Schlangen verziertes Windeisen? Achso, kann ich das... Och nö. Och nö. Och nö. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das wird mich wieder Stunden meines Lebens kosten. Oh, da ist eine Notiz. Wasserschlangenplan. Entwurfsplan für die Wasserschlangenstatue und den darunter liegenden Labyrinthmechanismus. Okay. Also so ein Hinweis, wie es funktioniert, wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen. So, ich gucke mich noch ein bisschen um. Weil wie man ja sieht, habe ich mal wieder viel vergessen hier. Oh, was ist das da? Kann man da eine Fackel reinstopfen? Moment. Ich muss mal kurz hier eine Fackel nehmen. Die liegt aber auch immer... So. Ja. Ich muss gucken. Ich will ja hier schön ausleuchten. Weißt du? Bisschen Stimmung machen. Schade. Ist kein Öldingens. Muss mich wohl mit diesen 2 ewig brennenden Fackeln da hinten begnügen. So. Ja. Also, dann fangen wir mal an. Das sieht voll eklig aus. Ich stecke ihn mal einfach rein und drehe mal ein bisschen. Sag ich auch immer zu der Freundin. Greifen. Also, so greifen. Einfach drehen. Okay, es tut sich was. So, also. Ah, ja, ich verstehe. Hier muss irgendwie Wasser rein. Lassen wir mal das so, wie es ist, ja? Okay, wo muss denn eigentlich Wasser hin? Da ist noch einer. Ja, geil. Weg mit dir. Ich will den da, der ist neu, der ist frisch. Also hier kann ich nichts mehr reinstecken. Muss hier Wasser hin? Oder wie? Oder auch? Wir gucken mal. 1, 2,
3. 4. 4 Schlangenköpfe. Zählt das da auch? Aber da habe ich doch das Ding ins Heer. Aber ich brauche doch 5, oder nicht? Scheint so. Ja, die werden es nie erfahren. Also, wir müssen das hier irgendwie... Kann ich das da drehen? Ich probiere mal das hier. So, ich drehe das mal dahin. Das ist dumm. Das ist dumm. Das ist dumm. Halt! Bingo. Okay, ich muss also einfach nur gucken, dass da Wasser reinkommt. Ach so. Und weil da jetzt eben Wasser reingekommen ist, kann ich jetzt hier... Ihr habt es doch nicht mehr alle. So. Oh, Junge. Ach so. Ah. Ach so, um das hier hochzuheben, muss ich nur die beiden da füllen. Ja, das machen wir, Guck. So, das kriege ich erstmal hin. Aber eigentlich steht das schon recht gut, oder? Guck mal. Das steht doch schon gut. Ich muss nur das da drehen, aber wie drehe ich denn das da? Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt habe ich das Schlangeneisen nimmer. Guck mal, da war noch ein zweites, gell? Ich nehme mal das zweite wieder. Vielleicht brauche ich ja beide. Ist das zweite eigentlich hergekommen? Noch einfach mit nachdenken. Also. Ich würde das hier gerne drehen. Weil wie soll ich denn da rüberkommen? So, das ist doch aber eigentlich gut. Da war ich jetzt also. Die waren jetzt alle unterwassert. Da war Wasser drin. Ja, eigentlich nicht. Bin verwirrt. Jetzt, oh, das ist... Okay. Also, auf jeden Fall muss hier rein. Und dann drehe ich das so rum. Und dann nochmal so rum. Und dann geht es ja aber hinten auf. Ich will doch aber, dass es da nach rechts geht, das Wasser, ja? Gut. So. Ich will das da alles unter Wasser setzen, weißt du? So, und deshalb drehe ich jetzt das hier nach links. So, gucke. Ja, aber da brauche ich nichts. Achso, ich muss das Wasser da hochkriegen. Ah, ich verstehe so langsam. So, jetzt mal wieder so. So, okay. Was ist jetzt los? Wird langsam. Was? Was habe ich gemacht? Ah. Da blubbert's. Ey, das Schlimme ist, dass ich einfach nur irgendwas drin... Egal. Ist mir doch egal, was ich... Ob ich das selbst logisch finde oder nicht. Es reicht ja, wenn es funktioniert, ne? So, das hier muss ich noch drehen. Darüber und dann kommt da Wasser rein. Weißt du? Weißt du? Da ist wieder irgendwie was weggegangen. Das ist hier wieder ein Blubberding. Und das muss ich jetzt darüber kriegen. Aber ich kann ja das da gar nicht drehen. Ne, das muss da oben herkommen. Ne, das muss so rum. Ach so. Ich muss da Wasser reinkriegen. Das geht dann da rein. Das muss da durchgehen. Okay. Komm, ich drehe mal hier ein bisschen. Ah, da ist noch einer drin. Da ist noch einer drin, Frau Hansen. Können die alle nur einmal drehen? Das bringt halt hier gar nichts. So, pass auf, ich lass den mal da. So, ich will ja eigentlich darüber. So. Also. Das kriegt von da unten Wasser. Das heißt, das hier ist schon soweit eigentlich in Ordnung. So. Also ich muss ja Wasser unter diese Platten da kriegen, weißt du? Aber das kann ich ja hier nicht bewegen. Und diese Platte da ist schon weg. Und da oben müsste ich eigentlich hin. Aber das hängt halt jetzt hier. Ich kann ja die da gar nicht bewegen. Kann ich die da nochmal drehen? Nee. Nun gut, dann drehen wir da unten irgendwo. Oder auch nicht. Weg damit.
liegt denn da? Na, nicht das. Das habe ich gerade hingeworfen. Das war einfach nur ein Stein. So, ist hier irgendwo Wasser? Nee, das Einzige, wo Wasser ist, ist hier. Aber hier kann ich ja nichts bewegen. Ich drehe mal noch ein bisschen am Rad. So. Warte mal. Kann ich da drüben hin? So, ich muss den da nach links drehen, ne? So, dann den rausnehmen. Weil jetzt habe ich nämlich da Wasser hingemacht. Jetzt muss ich das da drehen, dass es Wasser kriegt, ja. Das ergibt soweit Sinn. Ich mach mal darüber, dass das Wasser darüber kommt. So, jetzt gucke ich mir das Ganze an. Okay, das bringt also nichts. Dann drehe ich in die andere Richtung. Also, so meine ich natürlich, ne? So, jetzt hat sich wieder irgendwas. Ich habe gerade was gehört. Es klemmt bei dir. Oh ja, klemmt's. Da oben. Da oben klemmt's. Tschipatsche. Komme ich gar nicht hoch. Ja, ich weiß, das klemmt Indy. Aber was soll ich denn machen? Mal hier, kann ich da hochhüpfen so? Und jetzt so ein bisschen. Weißt du? Kann ich da vielleicht hochklettern? So. Also hier geht's nicht weiter, weil dieses Dingens da. Ich müsste wohl ein Stückchen höher. Komme ich hier irgendwie rein? So, Dingens da. So. Kann ich vielleicht von hier aus drauf hüpfen? Oder muss ich hier weiter rätseln? Hopp. Naja, das war jetzt. Moment. Krieg ich besser hin. Da, siehste. Dachte ich mir doch. So. Und jetzt da drauf. Also das bringt halt, glaube ich, aber noch gar nichts, weil das da fehlt. Aber jetzt kann ich da drüben hinpeitschen vielleicht? Nee. Kann ich jetzt vielleicht hier drauf springen? Kann ich auf die Schlange springen? Ja, kann ich. So, okay. Ich habe keine Ahnung, ob das so geplant ist. Oder ob ich noch weiter auf die Schlange sollte. Aha. Aha. So. Jetzt müsste ich ja aber hier gleich hoch genug sein. Ah, guck, da ist sogar extra so ein Dingens für die ganz Doofen. Also. Das war's. Das war's. So, das haben wir gelöst. So, gut. Und jetzt kann ich... Ja, ja. Jetzt kann ich aber hier gucken, wie ich dann jetzt weiter da runterkomme. Indem ich das da unten drehe, sehe ich gerade. So, komme ich auch hier wieder irgendwie runter? Ohne mir irgendwie weh zu machen? Ja, komm, probieren wir es einfach, oder? So, siehst du. Wie eine Gazelle, sag ich euch, ihr Leute. So, rausziehen bitte. So, und jetzt muss ich den da nach da oben drehen, richtig? Nee, den da nach links drehen, dass da ein bisschen Wasser drunter kommt. So, das sollte es dann gewesen sein. So, also da ist jetzt Wasser, da ist Wasser, da ist Wasser, da ist doch jetzt überall Wasser. Wie? Ich habe erst einen weg von den allen? Ernsthaft jetzt? Ich dachte, das wäre das Rätsel gewesen. Das ist schlecht. Ja gut, dann... Ja, aber das... Also... Da raus. Jetzt gucke ich. Also, das ist jetzt dahin. Dahin. So, jetzt haben wir 2 weg von 5. Also jetzt muss ich irgendwie noch ein bisschen am Rädel drehen. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also die Schlangenköpfe müssen unter Wasser sein, oder wie? Alle. Ja, der da zum Beispiel ist noch nicht unter Wasser. Einer ist noch nicht unter Wasser. Mal gucken. 2, 3, 4. Die Schlangenköpfe müssen alle unter Wasser sein. Aber für heute war es das mit Rätselei. Komm mal, ist ja jetzt genug. Wir haben hier eine Kammer entdeckt und wir haben hier das da oben entdeckt. Das ist doch schon mal ziemlich gut.
Da rätseln wir morgen noch ein bisschen weiter, dann gehen wir da in die Tür rein. Okay, gut, danke, tschüss, Peitschenhieb. Geil, oder? Special Effects.